Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, ich habe es jetzt auch nochmal nachgeschlagen, ich muss tatsächlich Schatten werden und kann dann erst später, so wie ich mir es gedacht habe eigentlich ursprünglich, aber ich war mir nicht mehr so ganz sicher, deswegen wollte ich jetzt nochmal nachgucken, nicht, dass ich hier so einen riesen Fehler mache. Ich muss tatsächlich Schatten werden und dann kann ich später entscheiden zwischen Gardist und zwischen Magier. Ich will hier. Machst. Frag das. Wer? Soll das heißen? Ja. Das kennen wir ja schon. Okay, dann reden wir nochmal mit Raven. Was kann ich für dich tun? Jo, erst nochmal Frohre, bla bla. Und dann, ich will zu Gomez. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Das ist das Wichtigste, fass nichts an. Okay, das merken wir uns mal. Oh, geil. Dort hinten ist Gomez. Wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay. Fleischwanze, Ragout, Woi, haben wir hier noch Schinke, Brot. Ja, die leben hier echt wie die Könige. Da haben wir noch zwei Erzbarone. Hallo? Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Netter Typ. Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Was ein Arschloch. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Oh je, die arme Sau. Erzähl mal was. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Mhm, okay. Das sind die zwei Leibwächter hier von Gomez. Und ihm? Wer bist du? Ich bin Arthur. Okay. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Mhm. Du redest nicht viel, was? Nein. Okay. Wissen wir Bescheid. Gut. Jetzt könnte man einen riesen Fehler machen, Gomez direkt anzusprechen. Oder, und hätten so keinen Respekt erwiesen, oder wir reden nochmal mit ihm. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Okay, dankeschön. Und jetzt können wir mit Gomez sprechen. So. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Kleinfinger aus das Lied von Eis und Feuer. Okay, was ihn interessiert ist Einfluss. Macht hat er ja schon. Und hinten ist das Bild aus dem Ladebildschirm zu sehen mit dem König anscheinend und mit zwei Gespielinnen noch dabei. Weil hier nur Schwachköpfe rumrennen. Ich hoffe, ich muss dir nicht erst den Kopf abhacken, um mich zu beweisen. Und dann werde ich das sagen. Prüfung des Vertrauens, das muss hier jeder bestanden haben. Das ist ja Pillepalle. Das hier ist das, was Gomez interessiert. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Okay, Iberion ist absolute Schwachsinn, dann schlägt er mir den Schädel ab, weil er mir sagt, dort darf keiner hier zu dem. Korkalom ist ach Quatsch. Das haben wir hier zu einigen Baals, das stimmt. Zu einigen Baals aus dem Lager der Bruderschaft. Und? Zu Lares. Und? Zu einigen Hehlern im neuen Lager. Und? Ich glaube, das waren sie alle, ne? Das waren alle wichtigen. Damit willst du mich beeindrucken? Im Lager gibt es Buddler, die bessere Beziehungen haben. Okay, Moment. Ich bin gekommen, Warum denkst du? Noch einmal. Viel rumkommen. Das ist... Noch einmal das. Zu- Und? Dann Lares. Und? Dann die Nummer. zu Und? Ich glaube, Korkalom ist nochmal wichtig. Korkalom. Und?
Ja, das war's. Das waren alle wichtigen. Beachtlich. Für einen Neuling für dich. Du sollst deine Chance kriegen. Okay. Heißt das, ich bin dabei? Genau das heißt es. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird dir Raven erzählen. Sehr cool. Stufe aufgestiegen sind wir auch noch und 1000 Erfahrungspunkte gab's auch noch drauf. Okay. Hallo. Jetzt sagen die sogar Hallo, wenn ihr so sprecht. Das ist cool. Gomez sagt, ich bin dabei. Gut, du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren. Wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Okay, jetzt bin ich sogar offiziell in meiner Schattenrüstung, die ich mir jetzt hier direkt vor Gomez angezogen habe. Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine? Bleib Natürlich. ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Perfekt. Gut, dann frage ich noch mal ein paar Sachen. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Geh zu Diego. Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Mit deiner neuen Rüstung solltest du hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Burgplatz. Geil. Dankeschön. Zwischenbericht kann ich noch nicht abgeben, weil ich noch nichts gemacht habe. Jetzt gucken wir uns das Ding aber einmal an. Hier die Rüstung, die wir haben. Wir haben schon diese schimmliche Schürferklamotte, den gammlichen Novizerock und das ist doppelt so gut. Schutz vor Waffen bietet es 30 statt 15, Schutz vor Pfeilen auch Nummer 5 und Schutz vor Feuer Nummer 15. Die Schattenkluft. Sehr schön. Oh, Sierra. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Okay. Army-Frau. Balam, das ist hier der Privatkoch Für anscheinend. Gomez. Oh, für Gomez ist hier der Spruch von Denner, okay. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Buddler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Okay, das ist schon mal ganz nützlich. Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Wie ist der Typ Balam? Ah ne, da war noch was am Für Anfang. Gomez. Ja, für Gomez und so. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Okay. 20 Jahre gibt's die Danke, Scheiße mach's hier gut. schon. Halt die Ohren steif, Junge. Muss man sich Amok geben. 20 verdammte Jahre. Für Gomez. Omid. Okay. Wer hat hier das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jackal das Schutzgeld ein. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Okay. Gut. Dann mag ich aber hier erstmal auch wieder eine Speicherung einlegen. Und mag mal einfach mal gucken, ob ich hier Zeug nehmen kann. Ja, die schlagen wir tatsächlich in der Schädel dafür ein. Das ist gut. Nehme ich mir nämlich auch mal den Käse. Käse ist etwas seltener. Und das Zeug können wir auf jeden Fall vertickern. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn ich hier Zeug mitnehmen darf. Okay, was bist du für einer? Bartolo. Hallo, Freund. Hi, Kumpel. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Nett. Okay, wissen wir auch Bescheid. Also Gomez scheint hier wohl wirklich durch 20 Jahre schiere Machtstellung schon eine gewisse Art von Luxus gewohnt zu sein. Wir nehmen jetzt einmal sein Essen hier an uns. Ja, wie gesagt, der Typ scheint hier wohl wirklich so gewisse Standard gewohnt zu sein. Und der scheint, was seine Macht angeht, ziemlich heftig drauf zu sein, wie ich finde.
Besteck haben wir auch noch hier. Voi, sehr schön. Hier nur so tolles Gemälde von jemand, der gegen Harpie kämpft. Ach, im Erzbaron-Outfit. Aber ich finde die Rüstung von der Erzbarone ziemlich cool. Wurzelsuppe. Ja, vom Wege, er lässt sich nicht jeden Fraß gefallen, aber sich dann Wurzelsuppe neipetze. Warum auch nicht? Okay, das war der Thronraum. Dann können wir jetzt auch nochmal hochgehen und können ein bisschen die Zimmer plündern. Ja, wir dürfen nämlich nur die Overgoscha residieren. Sprich, das ist der Raum für alle wichtige Leute vom alten Lager. Speichern wir auf jeden Fall nochmal. Und hier können wir reingehen. Dann schleichen wir mal hier rum. Weil wenn wir hier zu laut sind, dann kommt ein Gardistrai und prügelt uns die Scheiße aus dem Leib. Und bringt uns eventuell auch um. Nee, da will ich nicht hier. Ich will zur Truhe gehen. Wir haben jetzt 13:01 Uhr. Das sollte eigentlich ziemlich sicher sein. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Rechts, links. Rechts, links, links, links. Rechts, links, links, rechts. Okay, Besteck gibt's nochmal. Kerzenständer. Traumruf, 120 Münze, ein Amulett der Geisteskraft, Schutz vor Magie 8. Das ist ziemlich wertvoll, das Ding. Also Sachen, die vor Magie schützen, sind äußerst selten. Deswegen sollte man die Dinger sich zu Gemüte führen. Und Münze aus der Außenwelt nehmen wir auch. Ich finde es irgendwie so cool, weil Münze aus der Außenwelt ja relativ selten sind hier. Wenn man das so regeln würde, dass die ansonsten mit Erz zahlen und die Barone hier zahlen nach wie vor mit Münze. Das wäre ziemlich cool. Ah, es ist ein Ring. Das ist das Amulett. Mana-Bonus, Ring der Magie. Ring der Gewandtheit, Ring der Kraft, Ring der Kraft. Schutz vor Waffen. Geschicklichkeit können wir eigentlich auch ablegen. Komm. Und machen wir Schutz vor Waffen nochmal zusätzlich. Also da wird sich auch jemand frieren hier, wenn ich sage, Zeug plünder. Na, komme ich denn an diese blöde Kerzenständer dran? Nee. Offensichtlich nicht. Das magische Erz. Haben wir hier auch noch ein Buch. Und, nee, die Kerzenständer gehören anscheinend zum Inventar hier. Du müsstest jetzt wirklich ohne rumzuschleichen, du Tragier. Aber ich sollte mich hier definitiv in dem Zimmer nicht blicken lassen. Wenn ich hier gerade am Lesen bin oder so, das wäre etwas kontraproduktiv. Hier darf ich wieder gehen. Kommen wir ja wieder zu. Und dann lesen wir auch noch mal ein bisschen. Ah, das sind sie, die Schriften. So, der dritte Kreis der Magie habe ich ja noch in der letzten Episode gekauft. Dritter Kreis. Manche Zauber können mit einer bestimmten größeren Anzahl von magischer Energie gespeist werden. Diese werden auch Aufladungszauber genannt. Andere Zauber werden aufrechterhalten, solange der Magier sein Mana in diesen Spruch einfließen lässt. Solche Zauber heißen Investierungszauber. Feuerball, das zweite Geschenk Innos an die Kinder des Feuers. Ein Ball aus Feuer, der sein Opfer verbrennt. Aufladezauber, 5 Mana. Eisblock, das Opfer wird in einen Eisblock eingefroren. Ein Zauber aus dem Tempel der Wassermagier, kosten 3. Und Kugelblitz, eine Kugel geschaffen aus magischer Energie. Mana kosten 3. Quatsch, nee, da war doch noch etwas, was wir noch hatten. Das magische Erz habe ich gerade eben noch abgestaubt. Das magische Erz. Vom Erz. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Khorinis. Es ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbaren hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge, und sei sie auch noch so besten Stahl gefertigt, zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Khorinis-Stahl, und in ganz Myrtana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand betrieben werden, denn es ist so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoße der Erde entfliehen. Ja, über die genaue Methode wird hier jetzt leider nichts gesagt. Dann gehen wir nochmal dort hin. Ich glaube, das ist Torus Zimmer. Und ja, Torus hat hier auch ein Zimmer in der Burg. So. Ich glaube, das dealt das sich mit Bartolo und
Und mit Scar, ja, genau, das sind nämlich 3 Leute. Durchlaufen dann Taurus, Bartolo und Scar. Rechts, links, links. Rechts, links, 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 rechts. Rechts, links, 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 links. Rechts, 1, 2, 3, 4, 5 mal links, rechts, rechts. Ach du Scheiße. Extrakt heilender Kraft, dann noch ein Extrakt des Lebens. Bonus für maximale Lebensenergie 10, Trank der Geschwindigkeit, ermöglicht kurzzeitiges Sprinten für 1 Minute, Harnisch-Amulett, Schutz vor Waffen 15. Leck mich doch am Arsch. Das ist noch besser als das andere Ding, was wir da haben. So, jetzt erstmal für 10 Lebensenergie noch was getrunken. Und, ja, komm. Nein, das wollte ich nicht loswerden. Das nimmst du jetzt bitte wieder. Desto wollte ich tragen. Nochmal zusätzlich Schutz vor Waffe 15 ist natürlich extrem geil. Jagd und Beute immer hier noch als Buch. Komm, schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Jagd und Beute. Die Blutfliegen. Jagd und Beute, da ist es. Sein Schriftzeugnis hat die Zahlen überdauert und seine Ratschläge gelten als Lehrbuch der Jagdkunst. Nach den großen Schlachten im Norden ist es heute jedem Landsmann geläufig, wie man mit dem Bogen umzugehen hat. Jedoch gibt es bei der Jagd einige Regeln zu befolgen, die über den einfachen Umgang mit der Waffe hinausgehen. Das Wild ist scheu und unberechenbar. Die Kunst der Jagd mit dem Bogen verfügt nicht nur über die älteste Tradition, sondern ist auch die geläufigste aller denkbaren Jagdarten. Die Technik dieser Art der traditionellen Jagd hat sich im Laufe der Jahrtausende kaum verändert und wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Welche Umstände bestimmen wirklich den Ablauf der Jagd mit dem Bogen? Diese Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben, ist die eigentliche hohe Kunst der Bogenjagd. Okay. Da haben wir noch 2 Truhe, die wir abstauben können. Rechts, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, rechts. Ah, ist dieselbe Kombi. 4 Mal, dann nochmal so Extrakt des Lebens. Exakt dasselbe Zeug nochmal. Perfekt. Und eventuell ist da drüber, ach, dieselbe Kombi. Schauen wir doch mal. Mit demselben Inhalt. Gucken wir doch mal. Rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Rechts, rechts. Okay, genau dasselbe wieder. Ja, saugeil. Saugeil. Wenn man jetzt insgesamt 30 Lebensenergie geschenkt kriegt, das ist es natürlich richtig wert. Dann können wir nämlich noch 2 Mal uns Fleisch zwirbeln. Dann haben wir das auch wieder hingekriegt. Ja, saugut. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man schleichen lernt. Dann kann man nämlich auch schön hier die Räume abgrasen. Weil normalerweise dürfte man hier nicht rein, auch wenn man Schatten ist. Aber es sind einfach die Sachen, die so unglaublich nützlich sind. Jetzt habe ich... Ups, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich wollte auf S drücken. Schutzwaffen bin ich jetzt schon bei 50. Das kriegen normalerweise erst die hohe Rüstungen hier. Also, ne, nicht verkehrt. So. Dann gucken wir jetzt nochmal hier rein. Ab hier würde ich nochmal eine speichern. Eine speichern vor allem. Ab hier würde ich nochmal gerne speichern. Dann nochmal hier rein. Ich glaube, das ist Ravens Zimmer. Und Gomez Zimmer muss man, glaube ich, vorher knacken oder man braucht einen Schlüssel. So. Das dürfte Ravens Zimmer sein. Kampfkunst. Haben wir hier noch ein Buch? Links, 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 links. 1, 2, 3, 4 mal links, rechts. 1, 2, 3, 4, rechts, links, rechts, links. Puh. 3 mal große Heiltränke, 5 mal Voice, 7 mal Bier, das scheint ein Säufer zu sein. Und Amulett der Steinhaut, Schutz vor Waffen und Pfeilen. Jeweils 15. Ach du Scheiße. Aber dem ist ein Kerzenständer, kann man immer. Gewitter erleid. Raven, du Tier. Ja, 15 und 1000 ist es wert. Gewitter erleid. Also damit haben wir schon ordentlich Schutz. Und ich glaube, die müssen wir auch knacken mit Dietricher. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Rechts, links. Okay. Mach jetzt hier trotzdem mal so. Das dauert sonst ewig und 3 Tage. Noch einmal. Noch einmal.
links, rechts. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, 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 rechts. Okay. Da kommen wir jetzt mal in so einen Lagerraum rein. Gerade mal gucken, wie viele Dietriche ich eigentlich noch habe. Aber ich denke, ich dürfte noch genug parat haben. Ja, 93. Das reicht dicker. Links. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, links. Links, rechts, rechts. Dreimal links. Links, rechts, rechts. 1, 2, 3, 4 mal links. Und rechts. Verwitterte Axt dafür nur ein rostiges Schwert. Ja, das ist etwas ranzig dafür, dass ich jetzt so viele Dietriche verschwendet habe. Links, 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 rechts, rechts, links, links, dreimal, rechts, links, 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 dreimal, rechts, links, rechts, rechts. Boah, Alter. Pokal für einen ziemlich hohen Wert, für 50. Viel Besteck. 2500 Schlag mich tot Münze und 500 Erzbrocke. Alter Latz. Also das hat es jetzt auf jeden Fall gebraucht. Ich muss mal ganz kurz mal den Finger wechseln, damit es nach wie vor auch so bleibt. Das ist halt immer das Ätzende, finde ich, dass man da so ewig und 3 Tage braucht, um das Ganze rüber zu ziehen. Die Folge wird jetzt auch einfach nur dazu dienen, dass man markiert, dass ich mich Gomez angeschlossen habe. Und dass ich jetzt hier nochmal die Burg plünder. Für mehr wird es halt einfach nicht ausreichen in der Episode heute. Aber ja, ist halt so. Die Münze selber sind eigentlich auch überhaupt nichts wert. Die haben ja auch hier keinerlei Wert. Während das Erz halt hier die Münze ersetzt. Ich hätte es aber auch extrem geil gefunden, wenn man wie gesagt hier in der Burg nach wie vor mit Münze gehandelt hätte. Gerade eben, weil man das ja nicht mehr verwendet und weil das ja eigentlich total weg ist. Aber egal. Ich mache jetzt hier nur auf 2000 runter, weil wie gesagt, die Münze sind ein Scheißdreck wert. Und wenn ich draußen bin, wären 500 Erz extremst viel mehr wert als 2000 Münze. Von daher, ne? So, ansonsten haben wir da wirklich ewig und 3 Tage. Deswegen 669 Münze müssen reichen. Das Erz ist das, worum es hier geht. Und leider kann ich auch mal Inventar nicht in Gothic 2 übertragen, was extrem geil wäre, weil wenn man zum Schluss so um die 10.000 Erz hat, ich glaube, da ist in Gothic 2 ist ein Erzbrocker alle schon 500 Gold wert. Also das wäre natürlich extrem geil, wenn man das ganze Erz mitgenommen hätte. So, auch wenn es dann heute etwas länger dauert, mag ich trotz allem auch noch die andere Räume ausplündern hier in der Burg. Und mag einfach hier alles mitnehmen, was geht. Boah, es ist so ätzend, dass das so ewig und 3 Tage braucht hier. Bis man den Scheiß hier rübergezogen hat. Und ich kann das leider auch nie alles mit Monologe überbrücken. Deswegen ist das schon etwas nervtötend, wenn ich da die ganze Zeit nur Erzbrocken sehe und ziehe den Schampel die ganze Zeit drüber. Und wenn ich das jetzt auch noch mit der Münze gemacht hätte, hätten wir bestimmt nochmal 10 Minuten geguckt, wo ich einfach nur den Scheiß rübergezogen hätte und irgendwas verzählt hätte dabei. Also, das will ich euch jetzt auch nicht zumute, weil Unterhaltung schön und gut und in alle Ehre, aber das System ist echt ätzend, dass es da nicht einfach irgendeinen Alles-Nehmen-Knopf gibt. Das ist so unglaublich nervtötend. So. Also der Goldmünze-Vorrat haben wir hier 8 gefunden. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. So. Bier und Weih gibt es hier im Überfluss, genauso gebrotenes Fleisch und Reisschnaps und Schinken. Nehmen wir aber auch alles mit. Das sind wohl die Alkoholvorräte, die hier bei Raven gelagert werden. Wie gesagt, ich glaube, der Typ hat so ein ganz leichtes Alkoholproblem. Aber der ist ja Gomez rechte Hand, hat er ja schon gesagt. Insofern ein extrem wichtiger Mann hier in der Kolonie. Und im alten Lager natürlich. So, jetzt gehört der Schampel uns auch noch. Dann, was gibt es dann hier noch? Hier gibt es nichts weiter mehr, ne? Nö. Hier gibt es nichts weiter, aber da können wir noch hochkraxler. Ja. Wie gesagt, auch wenn die Episode dann heute 30 Minuten dauert, dann dauert sie halt 30 Minuten. Ich will trotz allem einen sauberen Abschluss haben, indem ich hier die Burg nochmal geplündert habe. Das muss einfach so sein.
rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, rechts, 1, 2, 3, rechts, links, rechts, rechts, 1, 2, 3, rechts, links, rechts, rechts. Gewitter erleiht. 30 Wolfsfälle und 30 Schattenläuferfälle. Das ist natürlich auch extrem geil. Ich sehe das einfach nur, wenn ich dieses nachtschwarze Fell sehe, dass das Schattenläuferfell ist. Das erzielt halt auch sehr gute Preise. Rechts, rechts, rechts. 1, 2, 3 mal rechts, links. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, rechts, links, links. 2, 3, links, links, rechts, links, rechts. Alter. Flammenschutzring 2 Mol, Schutz vor Feuer 5. Ein Ring. Ring der Holzhaut, Schutz vor Pfeilen, das ist 3 Mol dann. 5er Schutz vor Pfeiler. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier ordentlich Zeug abgegrast, womit wir richtig viel Kohle machen können, womit wir richtig schön Erz abstauben können. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Oh, auf A-Hieb. Zähne, ui, das ist teuer. Horn eines Schattenläufers für 500 Erz wird das Ding handelt. Kralle haben wir noch und Besteck. Ich bin jetzt irgendwie so ein Besteckdealer, ohne Scheiß. Wenn ich hier rausgehe aus der Burg, clear, 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 du rasselt jeder Schritt. Alter Falter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Burg zu plündern, wie ich finde. Muss noch gerade gucken, dass es nicht Ofen wird und dann Raven auf einmal in seinem Zimmer sitzt. 16:49 Uhr. Okay, also allzu viel Zeit haben wir wirklich nicht mehr. Links, 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 rechts. Links, 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 rechts, links. Rechts, links, links. 1, 2, 3, rechts, links, links, rechts, rechts. Saumäßig viel Münze und 24 Besteck. Vergiss es. Alter Falter, nee. Die Münze nehme ich jetzt nicht mit. Da hätten wir schon früher... Hätten wir ja schon vorhin ewig und 3 Tage gesessen. Rechts, rechts, links, 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 rechts. 1, 2, 1, 2, 3, 4, rechts, links. Trank der Geschwindigkeit. Dann lauter magische und Lebensenergietränke. Puh. Hier geht es jetzt nur noch mal hoch. Gewitter erleiht, also da haben wir wirklich viel. Mir war das nicht mehr so viel bewusst, um ehrlich zu sein. Und hier sind wir auf dem Turm von der Burg. Uiuiui. Da haben wir einen super Ausblick hier auf alles. Aber was anderes gibt's hier auch nicht. Na gut. Haben wir einen ganzen Tag nur mit Flattern in der Burg verbracht. Jetzt mag ich aber trotz allem noch, damit die Sache einfach zum sauberen Abschluss kommt, mag ich noch mal gucken, ob ich nicht auch in Gomez Zimmer reinkomme. So, mit dem Kopf hier runter. Und ja, da macht uns das auch keinen Schade mehr. Und hier auch nochmal. Bis wir unter der weißen Linie sind mit dem Schädel. Dann dürfte das auch relativ ungefährlich sein. Sehr schön. Nein! Nein! Verfickte Scheiße nochmal! Nein! Er hängt sich auf. Er hängt sich auf. Dieser Scheißkerl hängt sich auf. Ich pack's nicht. Ich pack's echt nicht. Die Scheiße hat sich ja aufgehängt. Okay, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic an der Stelle wieder. Machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.